Wir möchten einsteigen in die Predigt, heute zum Thema Reden hat Macht. Wir sind ja unterwegs mit den 10 Geboten. 10 Gebote, vielleicht denkst du jetzt so spontan, oh Gebot, das ist jetzt etwas, das gefällt mir, so spontan löst das gemischte Gefühl aus, das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Es ist aber mega spannend, die 10 Gebote sind ja wie 2 Teile aufgeteilt. Der erste Teil, wo es um Beziehung geht zwischen den Menschen und Gott. Und dann der zweite Teil, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Und gerade das Gebot, wo es ums Reden geht, das ist ja etwas sehr Praktisches, was mit Beziehung zu tun hat. Weil jedes Mal, wenn man redet, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, dann kann man entweder durch das, was man sagt, Beziehungen kaputt machen. Hast du sicher auch schon mal erlebt, dass das, was du gesagt hast, Beziehungen kaputt gemacht hat. Oder es kann Beziehungen stärken. Und das ist mein Wunsch, den ich habe für uns, dass wir mit gestärkten Beziehungen vorwärts gehen, die nächsten Schritte hineingehen. Einfach das, was ansteht, in den Alltag hineingehen, dass unser Reden Beziehungen stärken kann. Darum möchte ich auch gerade beten, um die Zeit dieser Predigt hineingehen und Gott zu sagen, du uns prägen, dass wir gestärkte Beziehungen in unserem Alltag selber so leben und prägen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns ganz vieles Wertvolles gegeben hast in deinem Wort. Danke für die 10 Gebote, die du uns gegeben hast. Und danke, zeigen sie so auf eine ganz einfache, klare Art und Weise, wie das Beziehungen klingen, wie dass sie so richtig dürfen, lebensfördernd sein. Und wir wollen dich bitten, jetzt gerade für die Zeit, wo wir in dein Wort eintauchen wollen, dass du zu unseren Herzen redest und dass du unsere Herzen prägst. Amen. Reden hat Macht. Dazu ein kleines Filmchen zum Start. Martin und Pietro sind Arbeitskollegen. Martin unterstützt Pietro bei einem schwierigen Projekt und arbeitet dafür sogar mehr. Um sich selbst in ein gutes Licht zu stellen, scheut Pietro sich nicht, die Leistung seines Arbeitskollegen beim Chef als seine eigene zu präsentieren. Er erzählt sogar Unwahrheiten über Martin und behauptet, dass der unglaublich langsam arbeitet und deshalb oft noch den ganzen Abend im Büro sitzt. Martin kommt zu spät, Martin hat sein Budget nicht im Griff. Pietro behauptet sogar, dass Martin bei der Buchhaltung getrickst hat. Bei einer Teamsitzung fällt Pietros Kartenhaus aus Lügen in sich zusammen. Alle sind empört und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Pietro sitzt allein auf einer Bank und sieht plötzlich eine Karte am Boden liegen. Er nimmt sie auf und liest: Die Wahrheit wird dich frei machen. Okay, sagt er sich, ich probiere das mal aus. Und so geht er zu Martin und zu seinen Arbeitskollegen hin, erzählt alle seine Lügen und entschuldigt sich. Langsam wächst zwischen den Kollegen wieder Vertrauen und Pietro realisiert, dass er eine neue, eine ehrliche Freiheit gefunden hat. Die Wahrheit wird dich frei machen, so quasi positiv formuliert. Oder, wenn wir es jetzt im Gebot lesen, dann wollen wir gerade miteinander lesen im 2. Mose 20, wie das es dort Gott den Menschen gesagt hat. Dort heisst es: Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Also man kann es so sagen, die Wahrheit macht einen frei. Oder man kann es anders sagen, man soll nicht falsche Sachen über andere sagen. Und wenn es jetzt ums Reden geht, ich habe da einen Mensch mitgebracht, der am Reden ist, dann zeigt das eigentlich, dass es beim Reden wie so 2 Dimensionen gibt. Also es gibt ja ganz vieles, was aus dem Maul rauskommt, wenn der Tag lang ist. Und die Bibel zeigt jetzt, es kann Sachen geben, die wie negativ sind, die Negativseite fördern. Oder es kann Sachen geben, die positiv sind, die lebensfördernd sind, die frei machen. Eigentlich zwar in der heutigen Zeit ist es ja eher negativ, wenn man positiv ist. Also ich höre in letzter Zeit die ganze Zeit Leute, die sagen, du, ich bin gerade negativ getestet worden und sind mega froh. Aber in diesem Zusammenhang ist es natürlich genau umgekehrt.
Also Gott will, dass wir mit dem, was wir sagen, was aus unserem Maul rauskommt, dass es Worte sind, die das Leben fördern, die Wahrheit bringen, die frei macht, die Beziehungen stärken, die Menschen auch ihre Ehre schützen. Und was Gott nicht will, ist, dass das, was wir reden, kaputt macht, Beziehungen kaputt macht, abzieht oder einfach schlecht macht. Und ich wünsche mir, dass wir heute gerade in den nächsten Momenten so ein bisschen, wirklich ins eigene Nachdenken kommen und unser eigenes Reden können reflektieren. Also wir wollen bewusst heute Morgen in einen Denkprozess hineingehen und mal überlegen, was sind so die Wörter. Überleg du für dich einmal, was sind so all die Wörter, die du vom Morgen bis am Abend über deine Lippen kommen lässt. Und ich glaube auch, dass Gott da bewusst unser Denken prägen und fördern, um uns Sachen zu zeigen, die vielleicht in unserem Alltag sind, die auf dieser Seite sind, aber auch auf dieser Seite. Für mich selber startet der Tag normalerweise damit, dass ich aufstehe. Bei den meisten wird das auch so sein, nehme ich an. Und so das Erste, was ich rede am Morgen, das ist noch interessant, das rede ich eigentlich zu mir selber. Und das ist so die erste Dimension, wo ich denke, das ist echt ganz wichtig, auch wenn man gerade das Gebot anschaut. Man soll die Wahrheit sagen und nicht falsche Sachen sagen, auch über sich selber. Gerade an dem Tag, als ich da am Vorbereiten war für die Predigt, habe ich am Morgen gedacht, ist mir in den Sinn gekommen, so ein erster Gedanke, wo ich mir gesagt habe, du Volltrottel, wieso bist du gestern nicht ein bisschen früher ins Bett? Der Kopf hat noch ein bisschen gebrummelt beim Aufstehen und ich war ein bisschen müde und habe gemerkt, eigentlich habe ich ein bisschen zu wenig geschlafen. Und als nächstes bin ich im Badzimmer und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich dort selber so wie zu mir gesagt habe, so ja, dein Ränzeli ist wieder ein bisschen gewachsen, hast gestern ein bisschen, oder weiß auch nicht, einfach, und die Haare, da hat es ein paar graue Haare, wenn man es dann überhaupt noch sieht. Das sind so ein paar Gedanken, die vor dem Spiegel gekommen sind. Und wenn es darum geht, was man redet, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ebene. Was sage ich den ganzen Tag lang über mich selber? Was spreche ich mir zu? Was vielleicht fördernd ist oder was auch überhaupt nicht der Wahrheit entspricht? Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Bereich. Überleg dir mal, was sind so die Sachen, die du dir vielleicht sagst nach dem Aufstehen? Boah, in diesen Hosen sehen ja viel zu fett aus zum Beispiel. Oder gestern habe ich wieder mal alles nicht aufgeräumt. Wieso bin ich nur so ein undisziplinierter Mensch? Oder vielleicht sind es auch ganz andere Gedanken. Vielleicht stehst du am Morgen auf und sagst dir, wieso bin ich so unwichtig? Wahrscheinlich wieder den ganzen Tag, wo sich niemand darum kümmert, wie es mir geht. Und das kann sein, dass du jetzt einsam bist in dieser Corona-Zeit und denkst, ja, jetzt bleibt es halt einsam den ganzen Tag lang. Es kann sein, dass du aus einer Grossfamilie raus bist. Eine Frau mit vielen Kindern hat mir mal gesagt, sie kommt sich manchmal vor wie so ein Teppich, wenn man ins Haus hineingeht, so ein Schuhputzteppich. Alle laufen drüber und putzen ihre Schuhe, aber wie es einem geht, interessiert gar niemand. So Gedanken, wo man sich selber sagt, ich bin wertlos. Denkt überhaupt jemand an mich? Hat mich jemand gern? Und Gott sagt es ja schon im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament, wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selber. Und gerade wenn wir über das Gebot vom Reden nachdenken, ist es ganz wichtig, dass wir auch da einsetzen. Was sagen wir über uns selber? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden über die Nächsten, aber wir sollen auch nicht falsche Sachen über uns selber sagen. Die zweite Ebene, die dann dazukommt, ist Du. Die Nächste. Wer ist die Nächste? Da ist es sehr interessant, wenn man in das Gebot hineinschaut. Das Du. Also die Nächsten, das sind eigentlich all die Leute, die um uns herum sind, wo wir ihnen begegnen im Alltag, wo wir begegnen wollen. Aber das können auch Begegnungen sein, die wir gar nicht wollen. Also egal, wem ich begegne, ob er mir sympathisch ist oder unsympathisch, ob ich es will oder nicht, ob ich mich freue darüber oder ob ich mich ärgere, das sind unsere Nächsten. Und genau dort ist der Punkt, wo ich dann sagen kann, ja, was sind dort für Worte dabei? Und wenn wir jetzt gerade mal das Gebot anschauen, mega spannend, kommt es ja auch mit einem Aspekt so aus einem Rechtswesen raus. Dass man quasi wie vor Gericht nicht falsches Zeugnis geben über seinen anderen. Und wenn wir über das Tun nachdenken, dann glaube ich, sind wir dort auch sehr plötzlich am Brennpunkt von dem, was uns selber betrifft in unserem eigenen Leben. Gott will eher voneinander schützen.
Wir haben am letzten Sonntag darüber geredet, dass Gott auch den Besitz schützen will, dass man frei und kann leben und ein Leben kann haben, das sich entfaltet. Und wenn man jetzt überlegt vor dem Gericht, was dort alles sein kann, was nicht der Wahrheit entspricht, dann ist da der Richter. Der Richter, der vielleicht jemanden bevorzugt, weil er so reich ist, oder jemanden bevorzugt, vielleicht weil er so Mitleid hat, was nicht der Wahrheit entspricht. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin nicht ein Jurist, ich bin kein Richter im Gericht oder so. Aber mir ist dann in den Sinn gekommen, wie schnell wir selber die ganze Zeit am Richten sind. Über andere. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du besondere Sympathie bei Kindern, zum Beispiel zu den herzigen kleinen Mädchen, die so mit den grossen Augen schauen und würdest eher die bevorzugen. Oder vielleicht würdest du eher so die wilden Jungs bevorzugen, weil du selber ein Wilder bist. Ich habe gemerkt, es gibt so viele Situationen im Alltag, wo wir richten über andere, wo es auch unser Reden kann beeinflussen kann. Mir ist gerade ein Beispiel in den Sinn gekommen, wo ich meine Schlüssel gesucht habe. Da sind sie nicht im Schlüsselkästchen, wo sie eigentlich angehören. Und mein erster Gedanke war, ich habe einen Schuldigen gebraucht. Ich musste ein Gerichtsurteil fällen. Und ich hatte den dümmsten Gedanken. Ich habe gedacht, ja, sicher, meine Frau hat die irgendwo angelegt. Und ich habe es dann am Schluss in meinen eigenen Hosen gefunden, die auf meinem Kleiderstuhl waren. Und habe gedacht, wieso habe ich eigentlich so ein dummes Urteil gefällt? Hallo, wieso muss es immer gerade so einen Schuldigen haben? Wieso sind immer die anderen schuld? Vielleicht kennst du das auch. So schnell ein Urteil fällen über andere. Der ist schuld, der hat schlecht gemacht, obwohl man vielleicht sogar selber schuldig ist. Gerade in dieser Corona-Zeit ist ja das sehr beliebt, dass man anderen Schuld gibt. Man liest in den Medien immer, wer schuld ist an dieser ganzen Corona-Krise. Also das sind Chinesen sind eigentlich erwähnt, die sind schuld, oder der Bill Gates ist schuld, oder irgendwelche Wissenschaftler und Forscher sind schuld, oder die WHO ist schuld, der Bundesrat ist schuld, Politiker sind schuld, oder die sich nicht aufpassen, sind schuld, oder die alles verharmlosen, sind schuld. Irgendwer ist immer schuld. Und ich frage mich manchmal, wieso wir so schnell denken, wir wissen, wer schuld ist. Gerade in so komplexen Fragen, also entweder sind wir jetzt alles mega Experten geworden, oder vielleicht gerade jetzt, was das die Corona-Geschichte bezieht, ist vielleicht auch eine grosse Portion Demut gefragt. Und ganz interessant, Jesus sagt uns auch dazu, zum Richter sein, wie das soll sein. Im Lukas 6, dort fängt Jesus an zu reden und sagt einiges dazu über das Reden. Und das ist ganz spannend. Es startet genau mit dem, wie schnell wir Urteil fällen. Eigentlich wäre es eine ganz andere Haltung im Königreich von Gott. Und ich wünsche mir, dass das uns Christen prägen darf. Im Lukas 6, Vers 36, dort sagt Jesus: Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt. Also mit anderen Worten, Jesus ermutigt uns, vorsichtig zu sein mit Richten. Es vielleicht sogar ganz sein zu lassen. Und im Gegenteil, die Barmherzigkeit von Gott viel höher zu gewichten. Wenn wir jetzt da juristisch über das Gebot nachdenken, manchmal sind wir Richter im Alltag und das hat Auswirkungen auf unser Reden. Manchmal sind wir vielleicht auch die Angeklagten. Vielleicht kennst du das auch, selber nicht zu der Wahrheit stehen. Das ist eigentlich etwas, was man noch gerne macht. Ich habe gerade letztens meine jüngste Tochter bei mir gehabt, die etwas gemacht hat, was mir nicht gepasst hat. Und sie hat mir einfach nicht in die Augen schauen. Und bei Gott machen wir das manchmal gleich, auch bei anderen Menschen. Wir stehen nicht dazu. Wenn wir Sachen nicht gut machen, wir tun es lieber verstecken unter den Teppich kehren. Nicht die Wahrheit ans Licht kommen lassen. Oder als Kläger, vor dem Gericht gibt es ja auch Kläger, wenn man Falsches sagt über andere. Das ist auch etwas, das ist ja gang und gäbe heute, um seine eigene Ehre, um sein eigenes Dasein irgendwie ein bisschen besser anzustellen. Schlechte Sachen reden über andere, so wie wir es vorher im Film gesehen haben. Es gibt Verteidiger, die vielleicht schlechte Sachen auch schön reden. Ich glaube, das gehört dort auch dazu, dass man die Wahrheit, das, was lebensfördernd sollte sein, das, was auf einen guten Weg bringen, wenn man das vertuscht und sagt, ja, es war eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Oder als Zeuge, ist interessant, im rabbinischen Recht vor dem Gericht, dort ist es eigentlich so gewesen, dass nur Augenzeugen vorgeladen sind. Also die nur von anderen gehört haben, dass etwas gewesen sei, die sind gar nicht zugelassen gewesen. Vielleicht kennst du das auch, gerade was Reden betrifft. So, hey, im Fall,
Ich habe meinen Bruder, der hat einen Nachbar. Und dem sein Arbeitskollege, der hat gehört von seiner Tante, dass die zu ihrem Arzt gegangen ist. Und der Arzt, der kennt im Fall einen Wissenschaftler und der ist ein Virologe. Und der hat einen Chef und der hat im Fall stinkige Füße. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor, vom Nicht-Hören sagen. Eine Ebene, die dort auch noch dazukommt, das sind einfach die anderen. Was sagen wir über andere Menschen? Was reden wir über sie? Wir sollen nicht falsches Zeugnis reden. Das ist etwas, das ist sehr verbreitet. Da muss man gar nicht lange ausführen. Zum Beispiel im Moment wird sehr viel über Politiker gesagt, ja, die kümmern sich irgendwie nur um sich selber oder so und gar nicht um die Menschen oder Banker sind alles Abzocker. Und es könnte man eine riesige Liste führen, was man alles für andere gibt, was man über sie sagt und wie man über sie redet, wo vielleicht auch die Ehre kaputt machen. Und ich frage mich manchmal, woher kommt das Ganze? Woher kommt das Ganze, dass wir eigentlich wissen, mit unseren Worten könnte man so viel Positives bewirken. Aber oft kommt auch so viel raus, was Negatives bewirkt, wo Beziehungen kaputt macht, wo abzieht, wo das Leben kaputt macht. Vielleicht gerade in den nächsten Beziehungen am meisten. In der eigenen Familie, in der eigenen Ehe, am Arbeitsplatz. Vielleicht bei den Menschen, die wir vielleicht am liebsten haben sogar. Woher kommt das eigentlich? Und es ist ganz spannend, dass Jesus da auch etwas dazu sagt. Wir haben vorgelesen, wie er sagt, man soll nicht so schnell richten. Im Gegenteil, Barmherzigkeit, die ist viel wichtiger. Und dann redet Jesus weiter und sagt den Jüngern verschiedene wichtige Sachen, unter anderem, man soll doch nicht immer nur den Splitter im Auge der anderen sehen. Und so auf seinen eigenen Balken sollte man mal schauen und sich um den kümmern. Und dann redet er noch weiter, sagt ein Gleichnis. Und dort geht es jetzt wieder voll ums Reden. Und dort tauchen wir wieder ein in die Rede, die Jesus hat, im Lukas 6. Im Vers 43 geht es dort weiter, dort bringt er so ein Gleichnis. Dort heisst es, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Das klingt sehr logisch. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das jetzt mit dem Reden zu tun? Weil Jesus sagt nachher gerade etwas dazu. Weiter geht es so. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also Jesus sagt, es ist gerade noch ein bisschen Anatomie heute, geistliche Anatomie. Das Reden, das aus dem Maul rauskommt, das hat einen Ursprung, und zwar das Herz. Das, was wir reden, das sagt Jesus, das zeigt eigentlich, was im Herz inne ist. Und wenn dir vorher Sachen in den Sinn gekommen sind, wo du sagst, den ganzen Tag lang, die vielleicht auf der negativen Seite sind oder auch auf der positiven Seite, dann verratet das etwas über unser eigenes Herz. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das ist ein Vers, der erschrickt mich. Wenn ich sehe, was alles aus meinem Maul rauskommt, dass da ganz viel Sättiges dabei ist auf dieser Seite. Und ich dann merke, stopp, das hat ja seinen Ursprung nicht irgendwo auf den Lippen, sondern im Herz inne. Was ist noch im Herz inne los? Das ist etwas, das erschrickt mich. Und es ist auch etwas, wo ich glaube, das ist es ganz wichtig, dass wir das mitnehmen, auch gerade für heute Nachmittag, für die nächste Woche. Was rede ich? Woher kommt das eigentlich? Was ist da in meinem Herz innen da? Das ist so ein guter Indikator, um zu schauen, was ist eigentlich im Herz innen da. Und es ist auch so ein Dilemma, vielleicht spürst du das auch auf der einen Seite in Situationen, wo ich merke, da ist jetzt etwas rausgekommen, was auf der negativen Seite ist. Wieso? Das will ich ja eigentlich gar nicht. Eigentlich würde ich doch gern gut reden. Und ich möchte an dieser Stelle einen Text dazu nehmen aus dem Alten Testament, aus dem Hesekiel. Dort heisst es etwas über das Herz. Im Hesekiel 36, Vers 26, dort heisst es so. Dort sagt Gott, und ich werde euch
ein neues Herz geben. Ein neues Herz, okay. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ganz spannend in dem Zusammenhang. Gott verheißt, dass er etwas will bewirken in unseren Herzen. Und zwar, dass er das steinige Herz, wo so viel Negatives auch rauskommt, will wegnehmen und durch ein fleischernes Herz ersetzen, wo gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Vielleicht bist du da und sagst, ich glaube an Jesus, ich bin das Kind von Gott und ich habe den Heiligen Geist in mir. Mein Herz ist ausgewechselt worden. Dann ist das doch so etwas Wertvolles. Und wenn wir uns prüfen und sehen, was alles rauskommt, dann müssen wir uns die Frage stellen, von was lassen wir unser Reden bestimmen? Ist das vielleicht von unserem alten Herz? Oder lassen wir es bestimmen und prägen vom Heiligen Geist? Sind die Wörter, die rauskommen, vom Heiligen Geist prägt? Wenn ich durch den Alltag durchgehe, dann bedeutet das für mich, dass ich will prüfen, was sind meine Wörter, die kommen? Lasse ich sie prägen vom Heiligen Geist oder sind sie bestimmt von meinem eigenen Ego, von meinen eigenen Verletzungen, von anderen Sachen? Und es bedeutet, wenn ich merke, stopp, sie sind ja nicht vom Heiligen Geist geprägt, dass ich sage, halt, ich will dem Heiligen Geist Raum geben, dass er meine Worte prägen kann. Weil interessant, es hat ja geheißen, dass der Heilige Geist wird vollbringen, dass man das Gebot von Gott erfüllt. Zwar, weil es aus dem Herz rauskommt und nicht einfach, weil man sich darum bemüht. Vielleicht bist du aber auch da, am Zuhören, online, irgendwann und sagst, ich habe eigentlich gar nicht viel mit Jesus am Hut. Wie funktioniert das? Wie kann man so ein neues geistliches Herz bekommen? Ich merke, bei mir ist ein steiniges Herz da, ein schlechtes Herz. Einmal, wo der Petrus zu den Menschen geredet hat, hat es ganz viele dabei gehabt, die das gemerkt haben, dass ihr Herz irgendwie steinig ist, dass da viel Schlechtes rauskommt. Und sie haben das nicht wollen. Sie haben gesagt, Petrus, was müssen wir denn machen, dass wir ein Herz bekommen, das voll vom Heiligen Geist ist? Sie haben genau die Frage an Petrus gestellt. In der Apostelgeschichte 2 können wir das lesen. Und der Petrus hat darauf eine Antwort gegeben. In der Apostelgeschichte 2, Vers 38 ist der Petrus am Reden und er sagt Folgendes zu den Leuten, die ihn das gefragt haben. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Petrus sagt, es fängt damit an, dass man Buße tut. Buße tun bedeutet auch umkehren. Dass man sagt, ja, ich merke, da ist ein steiniges Herz da. Da ist ein Herz, das schlecht rauskommt. Und ich will das nicht mehr, ich muss umkehren. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern umkehren zu Jesus. So wissen da heißt zur Vergebung eurer Sünden. Mit anderen Worten, Petrus sagt, geht zu Jesus, kehrt um zu Jesus und sagt Jesus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, dass du mir mein steinerne Herz vergisst, dass du mir es wegnimmst, dass du mich reinwäschst. Und dann wird Jesus das machen. Das ist etwas, was da auch in der Taufe sichtbar wird. Das heißt, lasse sich taufen auf den Namen. In der Taufe wird genau das sichtbar. Das untere Tauchen, man stirbt, das alte steinige Herz stirbt. Und dann das Auftauchen, etwas Neues wird geschenkt. Ein neues Leben, ein neues geistliches, ewiges Leben. Ein Leben, wo geprägt ist von einem neuen fleischlichen Herz, wo gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vielleicht hörst du zu und denkst, das klingt mega spannend. Und eigentlich würde ich gern zu Jesus umkehren. Ich würde ihm sagen, hey, ich brauche die Vergebung. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du mein steinernes Herz austauschst mit dem neuen geistlichen Herz. Das kann man in einem ganz einfachen Gebet Jesus sagen. Und wir würden dich sehr gerne begleiten auf dem spannenden Weg, auf dem interessanten Weg. Wir haben unten im YouTube-Kanal ein paar Links eingeblendet, auch einen Kontakt unter anderem. Du kannst uns ein E-Mail schreiben oder anrufen und Kontakt aufnehmen und bitten, dass man dich begleitet oder einfach jetzt auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich würde mich sehr freuen. Und dann ist die Verheißung da,
dass Gott ein neues Herz schenkt, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt in Erinnerung haben, was Jesus gesagt hat, das, was wir reden, ist prägt von dem, was in unserem Herzen ist. Dann sehen wir, auch wenn es vom Heiligen Geist prägt ist, dann ist da etwas ganz Neues möglich. Für mich bedeutet das im Alltag, wenn ich aufwache am Morgen, ich habe mir bewusst für meinen Handy-Klingelton, Weckton, ein Lied reingetan, von einer christlichen Band, wo meinen Fokus gerade am Anfang des Tages auf Jesus richtet. Dass wenn ich aufstehe, dass ich nicht zuerst meine Gedanken in meinem Kopfweh habe, sondern im Gegenteil, dass ich den Heiligen Geist der schon meinen Morgen prägen kann, meine ersten Gedanken, die ich über mich selber habe, dass das nicht meine eigenen sind, sondern dass es wie die vom Heiligen Geist prägten können sein, die lebensfördernd sind. Dass die da Raum einnehmen können. Dass wenn ich meinen Kopf spüre, dass ich sage, danke Jesus, dass ich wieder aufstehen darf, dass ich Leben habe, dass ich wach sein darf und dass du mir Leben schenkst, dass ich meinen Körper spüren kann. Das bedeutet vielleicht auch, dass ich wirklich die Wahrheit ins Licht stelle und sage, es tut mir leid, dass ich so unverantwortlich bin. Hilf mir, Heiliger Geist, heute Abend früher schlafen gehen. Es bedeutet, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mein Bäuchlein sehe, dass ich sagen kann, danke Gott, dass ich noch nie in meinem Leben Angst haben musste, dass ich Hunger leiden muss. So ein Geschenk. Wer hat das schon auf der Welt? Es bedeutet, dass ich mir überlege, was hat Gott für Gedanken über mich? Hey, ich darf heute den ganzen Tag mit Gott zusammen sein. Das sind so Sachen, die ich mir zusprechen kann. Ich möchte euch da auch einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Da ist Deborah Rosenkranz, die redet. Sie hat in ihrer Jugendzeit sehr viele schwierige Herausforderungen durchgehen, die auch mit Wertvorstellungen zu tun haben. Wer bin ich überhaupt wert? Was bin ich wert? Sie hat mit Magensucht zu kämpfen gehabt, mit anderen Sachen und ist an einem Punkt, wo sie sich immer falsche Sachen gesagt hat. Und interessant, sie tut das anderen Leuten bringen und kommt ganz viele E-Mails über, wo Leute ihr schreiben, was sie für schlechte Sachen über sich denken. Und da ein kurzer Einblick, was sie dazu sagt. Aber was ist eigentlich mit uns selber? Kann es sein, dass wir uns selbst hin und wieder belügen? Ich bekomme immer wieder E-Mails von jungen Menschen, auch von Älteren, die mir schreiben, boah, Deborah, ich bin so fett, ich bin so hässlich, ich bin so wertlos und ich werde es im Leben nie zu etwas bringen. Wozu lebe ich überhaupt? Genau das ist die größte Lüge überhaupt. Das sind die Momente, in denen wir Dinge über uns aussprechen, die überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun haben. In der Bibel steht immer wieder das Wort Wahrheit. Und es steht auch dort, die Wahrheit wird euch frei machen. Was hat das jetzt mit diesen E-Mails zu tun? So oft denke ich mir, oh Mann, würdet ihr euch doch nur die Wahrheit sagen, nämlich, dass ihr wertvoll seid, dass ihr geliebt seid, so wie es die Bibel sagt. Dann würde sich einiges ändern. Ich selbst bin durch genau die gleiche Phase in meiner Jugend. Ich habe mich so hässlich, so wertlos gefühlt. So schlimm, dass ich mich im Spiegel gar nicht ansehen konnte. Nach außen hin hatte ich eine große Klappe und war für jeden Spaß zu haben. Aber sobald ich zu Hause war, habe ich so über mich selbst geweint. Ich habe mir gewünscht, jemand anders zu sein. Ganz viele Mädchen schreiben mir auch, dass sie zu Hause selbst die Spiegel zuhängen, weil sie sich nicht selbst sehen können. Sie finden sich so hässlich. Ist das nicht schrecklich? Und in so Momenten denke ich mir, wow, es gibt einen Schlüssel. Es gibt diese Wahrheit, die euch frei macht. Und diese Wahrheit steht in der Bibel. Ich selbst habe angefangen, mir solche Bibelverse immer vor dem Spiegel selbst vorzulesen. Am Anfang fiel mir das so schwer. Ich weiß, dass ich geweint habe, während ich es getan habe und in meinem Kopf noch die Stimme gehört habe, das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht, das stimmt doch nicht. Doch je mehr ich diese Wahrheit Gottes über mich ausgesprochen habe, umso stärker wurde sie in mir. Sie ist wie in mein Herz gefallen und wurde stärker und stärker mit jedem Mal, mit jedem Tag, bis ich irgendwann vor diesem Spiegel stehen konnte und sehen konnte, doch, ich bin geliebt, ich bin gut, wie ich bin. Und ich musste nicht mehr der Lüge glauben, sondern der Wahrheit Gottes. Und ich wünsche dir, dass du das genauso lernst und genauso tust, denn du bist wertvoll. Nicht falsch Zeugnis reden, auch über sich selber. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von heute an dem Morgen. Aber dann auch beim Du. Was bedeutet es fürs Du? Der Heilige Geist, der unser Reden, unser Denken will prägen.
Ganz konkret, für mich bedeutet das, dass ich in meinem Alltag immer wieder so ein einfaches Gebet spreche, dass ich sage, Gott, was willst du, dass ich sage? Vielleicht hast du das auch schon gemacht, vor Begegnungen, ich mache das auch vor Sitzungen, vor irgendwelchen anderen Anlässen, dass ich sage, Gott, was willst du, dass ich sage? Was ist dein Plan? Was hast du auf dem Herzen für dieses Gespräch, für die Begegnungen? Besonders spannend ist, dass in herausfordernden Momenten, wo ich eigentlich am liebsten ein paar Wörter rauslassen würde, die auf dieser Seite sind, und dann sagen, stopp, Gott, was wirst du sagen? Kurz durchschnaufen, innehalten und dann merken, der Heilige Geist, der hat ein paar andere Wörter, die er gerne will, dass ich sage, in diesem Moment. Ein kleines Gebet, Gott, was willst du, dass ich sage, das kann mega viel verändern. Das kann im Alltag sehr einen grossen Unterschied ausmachen. Ich mache das immer wieder auch. Vor Sitzungen habe ich gesagt, zum Beispiel haben die Woche ein Pastorenfrühstück gehabt, wo alle FEG-Pastoren aus der Region zu uns sind zu mörgeln. Natürlich mit schönem Abstand und so weiter. Und es sind mega viele gekommen, weil sie unbedingt schauen, wie schön wir das haben. Und sie haben dann gesagt, also ihr habt es wirklich mega schön da. Da habe ich natürlich Freude gehabt. Und ich hatte dann aber auch in der Vorbereitung, es gibt immer so eine Diskussionsrunde, ich habe dann gesagt, Gott, was willst du, dass ich sage? Und dann hat wie einfach 2 Bibelverse Gott mir aufs Herz gelegt, und er will, dass ich die weitergebe. Und das habe ich dann gemacht. Das war ein bisschen ungewohnt für den Rahmen. Ich habe gesagt, Gott will euch heute beschenken mit 2 Bibelversen. Dann habe ich die vorgelesen und alle haben zugeschaut. Nachher haben wir diskutiert. Aber das ist genau das. Gott, was willst du sagen? Er legt einem etwas aufs Herz und das dann auch sagen. Das dann machen. Ich habe auch in der Predigtvorbereitung, da ist mir auch viel am Sagen, am Reden. Also ich jetzt. Oder der da vorne steht, dann sage ich mir auch, Gott, was willst du, dass ich sage? Und ich habe das Gefühl in der Vorbereitung, das ist einer der Kernpunkte, wo Gott uns heute mitgeben will. Dass wir nicht nur zu anderen reden, zum Du, zu anderen, sondern auch zum Ich. Ich glaube, dass heute Leute da sind, die an diesem Punkt speziell herausgefordert sind, sich die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit, die von Gott herkommt. Vielleicht sind auch Punkte da, beim Du, die Wahrheit sagen über andere, die uns begegnen. Oder wir haben auch noch so die grösseren Gruppen, die ein fremden Leute gesehen. Was bedeutet es dort? Dort ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, aus dem 1. Petrus 2, Vers 17. Wir möchten den noch lesen miteinander. Was bedeutet es an diesem Punkt? Sie sagen vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Im 1. Petrus 2, 17, da schreibt der Petrus, ehrt jedermann. Habt die Brüder und Schwestern lieb. Fürchtet Gott und ehrt den König. Mit König, da ist so die politische Führung gemeint. Das ist interessant. Christen zeichnen auf, Kinder im Königreich von Gott zeichnen aus, dass sie die politische Führung ehren. Das ist noch ganz interessant, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit fällt es uns viel einfacher, nicht zu ehren, sondern schlecht zu reden. Für mich bedeutet Ehren nicht, dass man der Meinung muss sein, dass alles richtig ist, was gemacht wird. Man kann ganz andere Meinungen haben, aber trotzdem eine Haltung von der Ehre. Und der Petrus, der das geschrieben hat, das ist auch noch gut zu wissen, der hat ja nicht eine Regierung gehabt, die ihm sehr förderlich war, sondern im Gegenteil. Der Petrus, so wie es überliefert ist, ist er als Märtyrer gestorben. Am Kreuz sogar, auf dem verkehrten Kopf, dass es besonders qualvoll ist. Er hat Verfolgung erlebt aufgrund von seinem Glauben, von der Regierung her, vom Kaiser her. Und er sagt, Gott will, dass man den König ehrt. Ganz eine interessante Sache, dass unsere Worte Ehre schützen und nicht schlecht machen. Ich persönlich bin froh, dass ich nicht so schwierige Entscheidungen muss fällen, wie Politik das im Moment muss, sondern dass ich einfach meinen Senf dazugeben kann. Aber was ich auch machen soll, ist ehren. Und die Bibel sagt, wir sollen für unsere Politiker zum Beispiel beten. Und andere ehren, das gilt jetzt nicht nur für den König, sondern das gilt auch für andere. Das werde ich dir mitgeben als Bild für die Woche, für den Nachmittag, für den Alltag. Was ist das, was unser Reden prägt? Ist es prägt von der Wahrheit, von dem, was lebensfördernd ist? Oder ist es eher auf dieser Seite prägt? Und dann mit der Frage zurück, woher kommt es? Was ist in unserem Herz? Ist dort der Heilige Geist? Ich wünsche mir, dass wir besonders jetzt auch in dieser Zeit,
zum Beispiel von der Corona-Krise, wo das Reden auch sehr viel Schlechtes entfalten kann. Dass wir sagen, stopp, wir wollen da einen Unterschied ausmachen. Wir wollen unser Reden prägen lassen vom Heiligen Geist. Es soll aufbauend sein. Es soll die Wahrheit fördern. Übrigens, man kann die Wahrheit ja auch in einer Art und Weise sagen, dass es nicht fördernd ist. Das muss man sich auch mal noch überlegen. Ich hatte letztens ein Gespräch, wo ich jemandem die Wahrheit über etwas sagen musste. Und ich musste sagen, Heiliger Geist, wie kann ich das sagen, dass es aufbauend ist? Dass es dazu führt, dass es einen Schritt vorwärts geht, in einer positiven Art und Weise. Und dass es nicht einfach destruktiv ist. Ich glaube, auch wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen, müssen wir uns führen lassen vom Heiligen Geist. Ich wünsche mir ein Reden, das nicht von Zerstörung geprägt ist, sondern das aufbaut, wo es nicht das Leben schwer macht, sondern wo ermutigt, zum Vorwärtsgehen, wo so richtig geprägt ist vom Heiligen Geist. Reden hat so eine grosse Macht. Darum lassen wir sie doch vom Heiligen Geist prägen, dass wir die Macht richtig nutzen. Ich will gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, mit unseren Worten so viel Positives zu bewirken. Und auch wenn es uns manchmal selber schwerfällt, wir dürfen wissen, dass du uns auch den Heiligen Geist geschenkt hast, der unserem Herz innen wirken und wo unser Reden in jedem Moment möchte prägen, auf eine ermutigende, auf eine positive Art und Weise. Und Vater im Himmel, wir wollen dir auch sagen, wir brauchen das. Wir brauchen die Prägung von dir. Wir brauchen das Wirken vom Heiligen Geist. Weil aus eigener Kraft kommt immer auch viel Negatives raus. Wir wollen dich bitten, Vater im Himmel, lehr uns bewusst, auch in den Situationen auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben, dass du unser Reden kannst prägen. Nicht nur in schönen Momenten, sondern auch in herausfordernden Momenten. Im Moment vom Konflikt, im Moment vom Streit, im Moment, wo wir uns aufregen über andere, über Sachen, die passieren. Wirk du durch uns, Heiliger Geist, und gib uns deine Worte im richtigen Moment. Und wir wollen dich vor allem auch bitten, Vater im Himmel, bei diesen Worten, die wir zu uns selber sagen, führe uns auf dem Weg, dass wir deine Wahrheit auch über ein eigenes Leben aussprechen können und nicht falsche Lügen. Weil du bist ein Gott, der gute Gedanken hat. Du liebst unendlich fest. Du gibst Würde jedem Mensch. Du erachtest mich und dich einfach so als wertvoll. Du hast das Beste gegeben für jeden Einzelnen. Du hast so viele gute Gedanken und wir wollen dich bitten, lass uns deine Gedanken unser Leben prägen. Wir wollen uns einfach einen kurzen Moment von der Stille nehmen, bevor die Musik kommt. Wir wollen vor unseren König gehen und ihn fragen, was sind deine Gedanken für mich? Was sagst du mir? Was soll ich mir selber zusagen? Und was sind die Worte, die ich auch weitergeben soll?